Hallo zu einem neuen Lernvideo. Heute wollen wir mal einen Klassiker lernen und eigentlich ein sehr einfaches Stück, würde ich mal sagen. Und zwar die Sterne am Himmel. Und ich würde sagen, ich spiele es eigentlich jetzt gleich mal als erstes einmal vor, den ersten Teil. Und dann machen wir dann gleich die Lernteile Stück für Stück. Und ja. Wie eigentlich schon von mir gewohnt, wenn ich sage, wir den drücken, dann drücken wir zu. Und wenn ich sage, wir ziehen, dann ziehen wir auf. Auf jeden Fall anfangen, denn wir jetzt da in der Reihe F bei mir. Ich habe eine GCF-BC-Harmonika. Diejenigen, die schon Lernvideos von mir geschaut haben, die wissen, wie sowas läuft bei mir. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir starten. Bei mir ist ja übrigens immer das die Mittelposition. Wir sind immer in unsere drei Finger in der Mittelposition. Und um jetzt das kleine Eingang da zu spielen, rucken wir jetzt mal eins an. Mit den zwei Fingern da, also wir machen Mittelposition, eins an. Und wir sind übrigens jetzt immer im Zug. Also, wir fangen so. Rucken dann da an. Und dann geht's wieder zurück. Also, anfangen wir da. Und jetzt kriegen wir einen größeren Griff. Wir legen den Finger da oben hin und den Finger da rein, lassen den Finger weg. Und jetzt drücken wir zu und wandern mit dem unteren Finger um eins auf. Das wäre unser Eingang gewesen. Ich spiele es jetzt nochmal vor. So läuft das. Und dann gehen wir jetzt eigentlich auch schon zum Hauptteil. Und wenn das jetzt in der Mittelposition ist, dann gehen wir eins auf. Und das ist unser Anschlagton. Und jetzt geht es auch schon mit den Fingern los. Dann hupfen wir da wieder um in die B-Reihe. Und alles unter bei der Vorwärme da. Jetzt gehen wir da rauf. Und jetzt gehen wir auf Zug. Also soweit sind wir mal so. Ich spiele es euch jetzt nochmal langsam vor. Und jetzt Zug. Und jetzt geht es eigentlich so weiter, wie wir eigentlich beim Eingangsstück gemacht haben. Und zwar jetzt rucken wir da rein. Und jetzt eine kleine Gabel. Wir legen den Finger da, den Finger lassen wir weg, den Finger rucken wir um eines zurück. Sind immer noch auf Zug natürlich. Und jetzt schießen wir so auf. Zack, zack, zack. Und jetzt um das zuzumachen und wieder in den Druck zu kommen, machen wir jetzt nochmal das gleiche mit der Gabel. Und jetzt drücken und dann so. Jetzt nochmal langsam. Wir brauchen eigentlich nur die drei Töne, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen schneller. Gabel. Gabel. Und zu. Und jetzt geht's wieder von vorne los. Da sind wir jetzt auf Zug. Gabel. Zuerst gehen wir auf und jetzt zum zweiten Mal. Und jetzt, um den ersten Part abzuschließen, machen wir jetzt nochmal die Anfangsgabel, was wir beim Eingang gemacht haben. Den Finger daher, den Finger weg.
Okay, so soll das Ganze klingen und wenn wir da jetzt ein bisschen Übung einstecken, dann schaffen wir das sehr leicht, würde ich eigentlich sagen. Und jetzt gehen wir auch gleich zum zweiten Part und zwar jetzt hupfen wir in C ein. Ich spiele eigentlich zuerst einmal vor und dann danach sage ich es. Da haben wir jetzt in C unsere Mittelposition und das ist eigentlich relativ einfach, würde ich sagen. Starten wir jetzt mit Druck und jetzt gehen wir gleich in den Zug und drucken noch so. Jetzt diese Gabel wieder, da ein Finger hinlegen, dann weg, da eins drücken. Und jetzt Druck. Und jetzt Zug, da sind wir in einer Zugabel. Und jetzt den wir wieder zudrücken. Und jetzt drücken wir rein. Und jetzt den wir wieder auf. Gabel. Auf. Und jetzt die andere Gabel. Wir setzen den Finger da rein und machen da die Gabel. Drücken zu. Und wieder auf. Und wieder zu. Gut, das war jetzt eigentlich der zweite Part. Und nach dem zweiten Part spielen wir jetzt wieder einen ersten Part, so wie wir angehabt haben. Auf. Gabel. Und jetzt gehen wir auf den dritten Teil und der dritte Teil, das ist der gleiche so wie bei dem, was wir in C spielen, nur jetzt diesmal in B. Da fangen wir an wieder, da ist die Mittelposition mit den zwei Fingern. Es ist ganz das gleiche wie wir in C gespielt haben. Zudrücken und auf. Und zu. Und jetzt auf mit der Gabel. Zu. Und ja, das war jetzt das ganze Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und wenn ja, dann bitte gerne ein Like da lassen oder einen Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, am nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Lernen.